Guten Abend bei Dickrich TV, haut vom Herrebierg aus dem Centre Militär. An Zwedisch, du hast ja einen nationalen Feiertag, aber rundherum den Tag, du spielt Militär immer eine wichtige Rolle. Das Jahr allerdings wäre schon 2020 schon Militärparade auf der Kloster leider nicht ein bisschen aufgesucht gehen. Dasselbe gilt doch für all die anderen Festivitäten rundherum den 23. Juni. Etwas, was wir aber nicht vorenthalten wollten. Das ist der Durchspruch vom Bürgermeister Claude Hagen. Liebe Dickricher Bürgerinnen und Bürger, die Damen und Herren aus dem Dickricher Gemeiner Chefverrat, der Verwaltungen und Services von der Dickricher Gemeinde. Schon für die zweite Jahr haben wir wird der Nationalfeiertag auch das Jahr nicht können wie gewinnt gefeiert gehen. Die Pandemie bestimmt nach immer als Leben und wird auch lo, wo viele Sanitärmesuren abgehoben, respektive erleichtert wurden, nach immer verlangen, dass wir einen auf den anderen durchgehen und uns an gewisse Regeln halten. Am Namen vom Dickricher Gemeinderat will ich auf alle Fall alle Guten merci sagen, dass die die ganze Zeit bis so exemplarisch verhalten und immer dem anderen solidarisch gewesen hat. Nimmen dadurch, dass es zurzeit möglich ist, für immer mehr Freiheiten zu genießen. Und die Hoffnung, dass das auch so bleibt, klemmt. Allerdings sollten wir es nicht zu sehr ungelassen und weiter für sich bleiben. Auch diese Juni wird eben noch kein Militärparat aufgehalten gehen, keine offizielle Zeremonie, kein Fackelzug, kein Ehrenpad auf der Kloster organisiert gehen. Nationalfeiertag ass bleibt ein besonderes für die Lützeburger und auch die Dickricher. Hier sollen alle Anwohner zu Summerburg gehen, egal was ihre Religion, Orientierung oder Nationalität ist. Alle Dickricher Anwohner sollten die Möglichkeit tun, ob hier mal näher zu feiern, was schon an einem kleinen Kreis nächst daheim möglich ist. Dabei soll aber nicht vergessen gehen, mit Respekt und die zu erinnern, die für uns kleines Land Symbol von seiner Eigenständigkeit und seiner Freiheit sind. Als dem Grand Ducari und seiner Familie wünsche ich mir diesen Tag alles Gute für die Zukunft und weiter viel Success am Dienst von unserer Nation. Am Namen von der Stadt Dickrich wünsche ich alle Gute in den schönen Nationalfeiertag. Vive der Grand Duc und die großherzogliche Familie, vive Lützeburg, vive Dickrich. An Beimer Loas den Colonel Yves Kalmes, den Chef vom Herrebierg. Guten Abend. Guten Abend. Ja, für die zweite Kehr haben wir kein Militärparat. Fällt das dir schwer? Ja, absolut, das fällt mir schwer, weil letztes Jahr doch während der Pandemie schon ein bisschen aus und das Jahr sie wohl zu besser. Aber da haben wir nachher mal nicht parat an dem Genre aufzahlen, wie wir die letzte Jahr gemacht haben. Das ist eine Tradition für uns, eine Tradition, in der wir gerne festhalten. Und ich hoffe noch, dass die Population von Dickrich nach versteht mich, dass man nicht parat machen können. Ich meine, wir können so, und seid hier schon ein bisschen Licht im Ende vom Tunnel, und ich hoffe ganz stark, dass wir nächstes Jahr im Rendezvous sind. Sind 1955 seht ihr schon hier auf dem schönen Herrebierg. Ja. Entretemps hat evoluiert. 1955 sind ganz viele Karrieren entretemps möglich für die, die an die Armee kommen. Was kann ich da alles machen? Ja, die Armee hat eine ganz große Karrieren, sowohl militär wie auch zivil. Und für die meisten von unseren Militär ist natürlich die Instruktion der Base der erste Schritt an der Karriere. Die Offiziere ihrerseits, die machen die Instruktion der Base, also die Grundausbildung machen sie im Ausland, wo sie auch anschließend auf die verschiedenen Schulen gehen, wo sie offizierische Formation machen. Den Soldat, der kann auch hier noch Berufssoldat gehen. Berufssoldat an der Karriere vom Unteroffizier und vom Kaporal. Daneben reserviert die Armee auch eine ganze Reihe von Zivilberufen für die Soldaten. Ich denke hier an Gardien de l'Armée, die hat vielleicht auch gesehen, wie der rangefahren sind, die Herren am schwarzen, an der schwarzen Tenue. Wir haben auch Plätze an der Logistik und natürlich auch im administrativen Bereich. Daneben beschäftigt die Armee auch immer mehr Zivilpersonal. Natürlich auch an der Administration, an der Logistik, mehr récemment, an den letzten Jahren mit der Entwicklung von der Technik, auch immer mehr Experten, wie zum Beispiel an der Domäne von der Informatik und auch von Cyber. Die Instruktion der Base, das ist ganz wichtig, über die läuft alles. Und immer noch weiter auf die Formation dort zu schwätzen kommen, gucken wir uns vielleicht mal an, wie so eine Instruktion eigentlich aufläuft. Wo ist bitte? Paar die reine Handen. Stehen bleiben. Die Mieten sind ein bisschen zu viel garrelig, okay? Wo ist ja Engagement? Paar die reine Handen. Als Soldat muss schießen können. Minimum 2 Mal am Jahr wird dafür geübt. Mit einer Waffe umgehen lernen ist natürlich auch Bestandteil von der Instruktion der Base.
Hier gehen die jungen Rekruten gelehrt, für die erste Mal was nähen, holen, zusammenbauen, Eidelmann, chargieren. Dann recht geht es an den Ersatz, im Moment, auf den der Film mit Spannung warten. Es sind schon 3 Monate und ich fand es flott, es läuft gut. Schöne Erfahrung heute und es lernt vieles Neues. Geht den auf sein Maximum. Ich erlebe den alles. Und das ist wirklich flott heute. Ich wollte schon immer an der Armee gehen. Das war schon immer ein Traum für mich, seit ich klein war. Dann habe ich mich Schule fertig gemacht und dann bin ich direkt in der Armee gekommen. Ich will Offizier machen. Ich habe ein paar Monate, wenn ich packe, dann probiere ich auf Offizierschule zu gehen. Und dann hoffentlich eine Karriere zu machen. Die Armee, das ist für sie ein Abenteuer, der Reiz vom Außergewöhnlichen. Trotzdem ist den harten Weg, den sie angeschlagen haben, während dem Tröppeln offensiv schießen lernen, defensiv auf Distanz schießen, das sind alles Griffe, die müssen genau angeübt sein, für das es am ersten Fall auch funktioniert. Dafür aber kann den, der bei der Stange bleibt, nur wirklich spannenden Beruf ausüben. Den Beruf ist ein mega spannender Beruf. Ich bin selber für 8 Jahre gleich angezogen und schon so viele Sachen konnten erleben, an verschiedene Plätze reisen, wo den normalen Zivilist nicht kennt, wo ich für mich persönlich aber ganz viel mitgezogen habe. Anelo ist auch dem ersten Sergeant Schlösser seine Zeit als Instruktor an der Grundausbildung gleich aufgeschlossen. Da geht für ihn eine neue Ära an. Er soll präpariert gehen für ganz Geschwister auf Friedensmission an den Mali zu reisen, wo die Lützeburger Armee seit 3 Jahren Militär sur Place ausbildet und Kommunikation über Satellit garantiert. Sie hat die nach ganz am Anfang von einer möglichen Karriere an der Armee. Da gibt es vieles, was sie noch lernen müssen. Und erster Linie Engagement, Loyalität und Fiabilität. Die Werte gehen an der Armee ganz groß geschrieben. Und natürlich Kameradschaftlichkeit. Die kann heute beim sogenannten TCCC einer Beweisgestalt gehen. Und man merkt, okay, das Blut kommt von oben, pardon, ja, von oben. Was machen wir als erste Reaktion? Wir drücken direkt drauf. Einfach, sie kriegen Wissen, wie sie am taktischen Combat, wie sie eben Blessierte trätieren, respektive stabilisieren können. Ich wollte in der Armee, weil es für mich am Anfang ein Kindheitstraum ist. Mein Papa war in der Armee, mein Bub war in der Armee, schon Moni, die in der Armee waren. Und das Leid am Anfang in der Familie. Und ich wollte das dann eben probieren. Und das gefällt mir wirklich. Bisher habe ich ziemlich vieles gelernt, sowohl alltägliche Sachen wie Botzen, die man doch kennt, aber auch mehr komplizierte Sachen über das Behuren von Menschen beispielsweise. Dadurch aber auch sich über sich selber viel geworden. Irgendwann kriegt es Limite gewesen. Da kriege ich gewesen, dass die Limiten einfach nicht mehr am Kopf sind. Und da sind noch immer kapabel, über die Limiten rauszugehen. Okay, wenn ihr eine Mission seht, und eine Sektionschef und eine Kippchef und Lacrimos, Granaten dabei, okay? Das ist nicht Spaß, okay? Das ist real, das Teil. Vor soweit. Stundenlang draußen an all 4 Tröppeln, hartsportliche Exerzissen, das vieles, was die Rekruten hier in der letzten Woche gelernt haben. Heute aber dürfen sie für einmal ganz nachspüren, was es kann einer Lebensgefahr ausgesetzt sind. Es ist eine Übung mit Kampfstoffen gesucht. So ein Ansatz ist in der Realität zwar wenig probabel, auch wird beim Exerzis nicht mehr Lacrymogen benutzt, an Dach gilt es heute besonders aufzupassen. Der Bild ist, dass die Rekruten hier Tenue so schnell wie möglich umdrehen, für so wenig Kampfstoff wie möglich aufzukriegen. Was wichtig an der Realität ist. Dabei gehen dann noch weitere Übungen gemacht, wie zum Beispiel ein Filterwechsel oder sich schon ein Deko immediat zu machen, dass eben die Maske auszuholen, über die Tenue zu führen mit einem speziellen Lappchen, den den Kampfstoff neutralisiert oder deplacieren kann. Und darum umzutun. Und das Ganze an dem man zuhört und die Luft hält. Die Prägung ist groß, die Luft geluden, aber gerade das ist ja, was die Jungen an der Armee sichern. Abenteuer, nicht Alltägliches erleben. Ich habe schon meine Schule aufgeschlossen und ich wollte nicht studieren gehen. Und ich habe gedacht, die Armee, das wäre für mich persönlich eine Bereicherung. Und ich wollte gucken, ob ich dem Challenge gewusst wäre. Ich habe mich gemeldet für die Armee, weil der Beruf vielseitig ist. Der Beruf
Da ist viel Bewegung, da ist viel am Terrain und dementsprechend so viel los. Genauso gesinn ich Armee als eng Herausforderung etwas, was ich an meinem Leben linke gemacht habe. Ich wollte schon seit ganz klein an der Armee kommen, weil eben Abenteuer und noch das ist eine Opportunität für Sachen zu erleben, die kein Mensch am Zivilen. Für das Mal müssen sie sich beweisen, Filterwirsel, Masgausdor mit Kampfneutralisierer schaffen und dabei nicht mehr kein Gas anatmen oder an den Tag kriegen. Das verlangt natürlich Nervenstabilität. Okay, sind wir bereit? Ja. Ganz nervös? Ganz gut. Am Anfang Angst, viel Adrenalin. Aber no ja, wenn man erklärt, gehen Gas, sehr Maske und dann, ja, dann nur mein Binom. Jen sichert alles, wenn alles gut gemacht ging ist. Und von den Checkers, da sind wir froh. Und nun können wir, gehen wir das Gas. Und wir haben da gar nicht. Wir haben nicht an die Piken oder so etwas. Wir haben auch sehr Maske ausgewiesen, auch im Ugedo. Ich habe ausgeblossen, für Gase fortzuholen. Ja, das ist eine Experience. Ja, also das wo wir müssen Gas ausduen, auch umduen. Und beim Filterwesen habe ich ein bisschen gepickt, weil ich nicht richtig ausdrücken, dass noch ein bisschen Restgas da. Und voilà, das ist halt das Einzige, so soll es aber gehen. Also das dauert voll eine kurze Dauer, aber auf einem Terrain, du musst ihn mehr auf die Zähne beißen für allem, wenn du einmal so mit der Kälte, wenn das nicht gewinnt ist, wenn er nie draußen war und dann noch einmal bei vielen Leuten war doch, weil man nicht genug getrunken hat, sind noch einmal die Hände ein bisschen aufgefroren. Das ist nicht gerade angenehm, das zu überleben. Et auszumachen, weil sie am Endeffekt all gemerkt haben, dass sie durchaus mehr können, wie sie sich selber schon zugetraut hatten. Auch Leute, die sich früher nicht viel bewegt haben, kommen in einer Form, gehen über die Limiten und lernen sich von einer komplett neuen Seite kennen. Eine Schule für das Leben, für das erste Mal. Und dann auch nach Voraussetzungen für einen Beruf mit Zukunftsperspektiven. Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, die Instruktion der Basis. Ich war da beim Gastraining dabei, also das war schon ziemlich spektakulär. Die Sache von mir gesehen und das ist natürlich einen kleinen Ausschnitt am Fond von der ganzen Instruktion. Nein, da hat er vollkommen recht, das ist viel mehr. Also ich an der Instruktion der Basis oder der Grundausbildung kriegen die Rekruten eine solide Basis für den Dienst an der Armee. Das ist aber für allem gewiss so eine Formation vom Charakter. Für die Formation vom Charakter, weil für die meisten Junker, die dann als Kandidaten heißen, als Rekruten heißen, also die erste Kehr, dass sie länger von ihren Lebens getrennt sind, und dass sie zusammen mit anderen Jungen leben, erschaffen, Junker, die auch verschiedene Backgrounds mitbringen. Und dann, wenn Sie Instruktion der Basis handelt sich schon, wie geht es dafür? Ja, wenn sie dann die gepackt haben, oder Promesse solennelle, wo sie dann offiziell an die Reihe von der Armee abgeholt gehen, wo vom Rekrut den Soldat, gehen Soldaten an die verschiedenen Unitäten als Service abgedeelt. Das ist so, dass die Soldaten die Choix haben, für sich freiwillig zu melden, an eine Auslandsmission zu gehen oder nicht. Die Choix machen, die kommen an die sogenannten Unité de Disponibilité opérationnelle, wo es seht. Und die durchlaufen dann eine Instruktion individuell avancée IA, aufgekürzt von 3 Monaten. Anschließend machen sie ein spezialisiertes Training. Sie hilft an der Abklärung, was wir nennen Reconnaissance, an der operationellen Logistik, an den Kommunikationssystemen, die wir haben, auch an den medizinischen Dienst. Und das alles soll sie da präparieren auf ihren Einsatz, wo sie dann an den Mali oder Litauen gehen. Die Soldaten, die sich aber nicht dafür freiwillig entscheiden, für eine Auslandsmission zu kommen, die gehen direkt an den Service abgedeelt. Und da gehen sie dann angesetzt, wie zum Beispiel an der Küche, im Transport, als Aide-Sekretär oder auch am Peloton Garde. Und ich meine, das ist jeder für ein Palais, da machen wir nach Garde oder urbaner Plätzen. Da kommen die Soldaten dann hier aus der Unität.
Ja, die hat die letzten Jahre hat ganz viele Erfahrungen gemacht, für Jungleute anzuziehen. Hat er Succès entretan? Man muss so, dass wir Selektionskriterien geändert haben und die sind am Platz vom 1. Januar 2020 an. Das erlaubt viel mehr Junker, Tester für die Armee zu kommen zu machen. Wenn also mehr Leute Tester, mehr Kandidaten da sind, eine große Masse von Kandidaten, können wir natürlich auch eine bessere Selektion machen. Ich denke, das ist zu frei für loschockende Bilanz zu sehen. Wie gesagt, die neuen Kriterien sind am Januar 20 angefordert gehen. Was ich aber kann sagen, wir haben viel mehr Zulauf wie früher. Weil das ist ein gutes Sache ist. Und worauf kann ich das festmachen? Ich gebe euch einfach ein Beispiel. Die nächste Grundausbildung, die am Januar 22 anfängt, die Tester, die Daten für Tester, die Domains sind, für sich online anzudrohen, die sind aktuell all ausgebucht. Was ihr weiß, dass schon dass einen positiven Effekt hat, dass man dort das System adaptiert hat. Bon, was da kann andere Kriterien sind oder für was kommen nach mehr Junker bei uns? Ich denke, nachdem wir eine lange Zeit am Kosovo waren, haben wir auch letztes Jahr eine größere Mission, also auch wo Soldaten deployieren am Ausland, in diesem Fall in Afrika, am Mali, wo natürlich Junker, die gut l'Aventur haben, so mal unzieht, und wo sie auch überzeugt sind vom Sinn von der Mission, weil wir sind sur place, für sich der lokalen Population zu helfen, für in der Zukunft an einem sicheren Umfeld zu leben. Ja, was tun wir auf der Platz? Auf der Platz haben wir Drohnen am Einsatz, wir Satellitenkommunikation am Einsatz, also neue Technologien, da haben wir ganz viel neues Equipment und noch Hightech beikriegt, weil ich auch denke, was die Jungleute aber trotzdem begeistert. Das ist, was ich meine, was der Succès auch erklärt und für was wir auch den mehr Zulauf haben. Herr Colonel, ich sage nicht vielmals merci. Merci auch. Ja, Nationalfeiertag gëtt dëst Joer och altere Mengkeier net wirklich gefeiert. Trotzdem gëtt et Grondheit zu Dickrich sech zu freeen. Die Dickricher Brauerei die huet nämlich fir hireieren 150. Anniversär eng ganz speziell Aktion lancéiert. Anzwer bringe sie an dem Kontext de ganz neue Beerkajo raus. An Dir huet Meiglechkete so en ze wannen. Internetsite vun der Brauerei fand ihre QR-Code, iwwer den Di rich aschreiwe kënnt. Die 1000, die dat machen, können hier Fuschnei Beerköcht vom 24. bis den 26. Juni an der Brauerei ewäschwellen. En Mei kon dickere sportlech nochmal so richtig optrompen, wie Damen vom Chef Handball endlich nächste Championatstitel an der Hand gehalten haben. Ob schon die Saison nicht ganz gut gestartet war für die dickrischer Damen, haben sie die ganze Saison durch nimmen Bestleistungen gewiesen und hatten eigentlich schon 4 gewonnen. Trotzdem, als Final gegen Diddling an der Sporthalle zu Dickrich zu einer ganz emotionaler Party gehen. Okay, nee, das kommt darüber, dass der letzte Match haben, dass der Match ein ganz heißer geschafft hat, dass wir es können belohnen. Und auch können wir es belohnen, indem wir die raste Städte dabei machen und dass wir endlich gewissen sind, dass wir die Beste sind. Schon alles gehen, dann machen wir ein gutes Resultat. Vielleicht gewinnen wir, vielleicht auch nicht. Wenn wir gewonnen haben, wir verlieren tant pis, weil wir haben uns selbst bis jetzt gemerkt und wir probieren halt den richtigen Ausschuss zu kreieren für das Championat. Allez, Mensch, komm! Vu que maintenant il y a déjà depuis 2 matchs qu'on sait que nous on est champions, peut-être nous on a un peu relâché et on arrive à jouer sans stress. Die sind noch immer top drauf. Also die haben letzte Woche, wo es auch schon ganz entschieden war, trotzdem nach gegen Kerschen gewonnen. Und ich meine, heute sind sie so motiviert, für heute unter den 10. Match zu gewinnen. Und da wirklich können sie so, wir haben alle Matches am Playoff gewonnen. Und das gibt ja dann auch heißen, dass man es absolut verdient hat. Und du hast dann überhaupt gar keinen Zweifel, dass wir das dieses Jahr verdient haben.
fühlst du dich? Super, wie auch so. Nee, mega. Wir sind mega froh. Aber starke Gegner trotzdem. Absolut, absolut. Also haut gewonnen überwegs zu Kies im Kuch. Das Wichtigste für heute war Haut Spaß zu tun, guten Handball zu spielen. War ich starke Gegner noch mehr. Ich meine, gerade wenn es heute gewisse ging, war fand ich eine Reklame für den Handball. War flott. Ich meine, die Gegner müsste ich auch nicht schummeln. Ne? Of course, it's an amazing feeling, but you know, we knew already 2 weeks ago that we are champions. But for us, it was really important game to finish our playoffs without any losses, you know. And especially we play at home and first game after a long time with the spectators, and which gave to us so many emotions, you know, which were supported us. And of course, I'm happy. Yes. Doch, das ist wirklich schlimm. Also ich habe wirklich lange Handball gespielt, schon mit 5 Jahren angefangen. Und ja, das mir einfach ein bisschen zu viel gehen. Aber ja, es war immer schön, und das so flott auf seinem Höchstpunkt am Anfang aufzuschließen. Et je suis très fière de mes filles parce que vu qu'il y avait le Covid aussi, on a eu beaucoup de problèmes pendant l'année avec les pauses, la reprise. Mais on n'a pas fait de pause en fait, on a fait des petits entraînements aussi d'or et on est resté quand même en forme. Vision vun der Nordstadt krit ëmmer méi Konturen. Nodems dat last Joer schon ugefangen gouf d'Leitbild Nordstadt ze entwickeln, so krut es landesplanerech Vision vun den 5 betroffene Gemengen elo en ganz konkreten Mobilitätsplan, an den ass de lachte Mount heit zu Dickrech präsentéiert gin. Vir un engem Mount am Sineskala zu Dickrech. De Mobilitätsminister François Bauch an de Landesplanungsminister Claude Turmes hunn Press invitéiert, fir d Mobilitätskonzept Leitbild Nordstadt 35 zu stellen. E grosse Wurf wie sie ans Berner streichen, weil se stummert Gesicht vun de betroffene Gemengen an de nächste 15 Joer werd komplett verrenneren. An de Plan ass durchaus machbar, weil die 5 responsabel Kap vun de betroffene Gemengen hunn ugebass. Ich meine, das extrem positiv opgeholt gin dat ganz bei de Schäferei an den 5 Gemengen, die sind alle voller Begeisterung haben dabei, aber man dat gehale kreiert zu Summe mat der Entwicklungsgesellschaft, die Landesplanung jo schon an Platz gesät oder die Regierung iwwer Landesplanung an Platz gesät, sind nicht iwwerzecht, da können man dat packe fir an dem Zeitraum dat zu bauen. Warte awer warte Bierger gené. Fi allem en gros autofrei Zon. Fir d'échte Moll ass dofir e Velo-Expressweg geplant, déi net nëmmen Heichwasser geschützt Land sauer duch die ganz Nordstadt feiert, méoren all die aner Verlosweer ogrenz, déi en dann an all Richtungen vum Land weiterfeieren. Et gëtt an der Nordstadt chlor op den net motoriséierten Individualverkehr gesat. Den Auto dee soll as den Wirtschaften herausgeholl gin. An dofir soll noch 2 Kontournement läncht Ettelbrig an Dickrech kommen, déi die Grostransitstroos duch d'Iepelding an Dickrech iwwerflüssig maen. Mat dem, wat de François Bauch an a Menge Kippelo ausgeschafft hun, mensch Wiklo, mensch de grosse Wurf, well man den Autosverkeier iwwer kleng Kontournement de Proximité raushullen aus Dickrech aus Ettelbrig, an dats man auch den Ach zentral, wo einch och na Plätz ass fir mensch Flot ze wunnen, no bei der Sauer, no beim Goldknapp, dats man dolo eng aner Lesung hun, dat das kein Transitstroos méi, also das net so schön haut und der Stroos zu Wohnungen zu angel dürft, an Zukunft mensch gët angel dürft, dat das bald schon the place to be. Tatsächlich werden an der Gemeinde Iepelding die größten Changementer kommen. Einerseits mit einem grossen Pol d'échange bei der Sauerbrück, wo Park and Ride zu Rabus mit verbunden gehen, und dann auch auf der Achszentral zu Engeldorf, wo soll diese Bund noch hannen, langscht der Goldknapp verloren gehen, wird auf der N7 ganz neue Perspektive bietet. Das ist ein großes Geschichte. Die 2 Ministerien haben sich viel Gedanken gemacht bei den 7 Schlüsselprojekten,
Und ich gemerkt allein davon op dem Territoire vun der Gemeinde Eppelding sauer. Also wir sind definitiv betroffen. Wenn die High-Vision so umgesetzt wird, da wird als Gemeinde ganz viel changieren. Das ist klar, wir haben gute Mengen changieren. Ich denke, dass die Lebensqualität für die Bewohner von der Gemeinde Eppelding sauer aber massiv wird steigen. Wenn man den Zug verlehen, also Recklenstreck, bringen man fertig so gut zwei zusätzlich Reihen zu bauen, die Pol die Chance, sodass man weiter schienengebundene Verkehr anbelangt, man einem Hochkapazitätselement für den Zug wirklich gut bedingt sind. Und dann, wenn man das noch komplementär gesehen mit dem Bus, mit dem Velo und Fuß kommen, die neuen Elemente, die man da dranbringen für die zu stärken, dann sind wir wirklich gut abgestaltet. Und ich meine, dass die Mobilitätsvision für die Nordstadt perfekt. Aber zu Dickrich dürft sich das Stadtbild komplett verändern. Kein Auto mehr auf der N7, das bietet Spielraum für neue Lebensräume stehen zu lassen. Als kann natürlich ein bisschen aufpassen. Über die Straße, das gibt ein flotten Wohnquartier, den immens flott und da ist eben angeschlossen. Das wird Menschen, die Claude Hagen fertig spricht, die letzten Jahre die Spielplätze bei der Erler Schwemm, das ist schon so schön. Und das geht noch mehr schön, weil auch die Plätze brauchen Delta noch nicht mit Pferden, dass du kannst auf der Straße kein Lieferant gehen. Den neue Wohnquartier, den entsteht am Wutmapré früher war, ich meine, das passt alles wunderbar zusammen. Nicht nur gibt es in Zukunft kein Verkehr mehr gar, auch der Barmadalruf wird mehr ruhig gehen. Hier soll der Verkehr de Plan nur durch einen Tunnel unter dem Herrenbisch und durch die Autos ins Stadtzentrum leiten. Kaum denkbar, wenn sich der Verkehr von Lo anguckt, und doch ist es machbar. Allerdings muss es schon notwendige Gestalt gehen, für das man auch kann alles so umgesetzt gehen, wie du gedurcht hast. Ja, wir müssen am Gang weichen zu stellen. Wir haben ein Projekt autofrei Dickrich, wo wir schon mit dem Minister zusammen schaffen oder mit dem Ministerium zusammen schaffen. Das heißt, alle die Projekte, die lo schon gemacht sind, notamment Straßeninfrastrukturen, gehen an die dote Richtung. Die Arbeit, die lo gemacht sind mit Straßeninfrastrukturen, zum Beispiel Brückenstraße, fällt noch nicht an das heutige Konzept. Wir gucken aber, dass alle guten Staatsstraßen an das dote Konzept fallen, für nur dem dote Projekt gerecht zu geben, was ein ganz flottes Projekt ist. De Chantier an der Rue du Pont huet voll verständigt mat dem geplante Nordstadtverkehrskonzept ze dien. An Dach mecht grad dëse schon lodeitlich, wie wichtig das den Transitverkehr zu Dickrich zu reduzieren, an der Punkto Verkehr an eng komplett andere Richtung zu denken an zu planen. Zter engem Joer ass Testen e wichtige Bestandteil vun eisem Liewe ginn. Fi allmewer met méi wéi Gastronomie Initiativen opgemacht huet, ass Testen zu engem wichten Uti ginn an zu dem Zeitpunkt koten du noch d'Entreprisen méiglech geht, hier Leiit alle Guten testen ze losen. Mittwoch 19. Mai. Zwei Leute vom Servicetechnik von Dickrich machen sich mit einer Kamionette voll Tester auf der Wehrichtung Friedhof. An der Rue du 11 Septembre war extra Schiffscontainer abgerichtet gehen, für das Material zu lagern. Etwas über 600.000 Tester waren hier für den Arbeitsminister stockiert gehen. Nur an und Leute aus dem Gemengeservice tun Tester auf der Friedhof Brust, wo von 4 Distributionszentren aus dem Land abgerichtet war. Auch hier hatte sie am Vierfeld Zelter, Signalisationspanelen und Klotüren installiert. Friedhof leiit verkehrstechnisch ganz gut, dat hecht falls mal Rückstau sollte provozeiere schwngen Sano ass nach an de Startlächer, dat hecht do provozeieren mal nach nicht zuviel Stau respektiv Verstau do ass Behinderten nach nicht zuviel. Et lief zwar ganz gut, dat hecht mir kräen Leiit séier genug evakuiert, fir dat Ke Stauträger op Stroos entsteht. Die Resonanz bei den Betrieben war gut. Schon am ersten Tag waren 70% von den Invitationen angelesen gehen. Am Ganzen und Leute aus dem Servicetechnik eng 14 Mal nur geliefert, sodass zwischen dem 17. und dem 29. Mai insgesamt eng 550.000 Tester und 9.400 Firmen herausgegangen und dann do ein Personal verteilt goufen. Mission accomplie.
Tasten, Tasten an normal Tasten, warte wies de lachte Mondforum den Noreka-Bereich Singieren opgemacht huet. Zu Dickrech war dürfir zwar kein offiziellen Center vun der Gemeng opgericht gin, dürfir wurden die 2 Optikten op der Platz zertifiiert Antigen-Schnelltast drohgebuden. Die Stech war bei dëser Optikten 15. Männer alles Luso gelaf, obwohl sie extra an Zelt vun der Dir opgericht hatten, dat es separate Service garantiiert huet. An der Tëschenzeit awer huet sech den Zoulaf stark geënnert. De vierlachte Weekend gouf ne Läng Samstech hai eng 20 Taster durchgefauert. Das wir so mat den Taster mir benutzen déi Taster, die man auch an der Optik eben hon an das an dem de Safecare und das ist halt den Tast, den halt eben man Besteck, also mit dem Stäbchen so gemäht wird, dass halt auch nicht mehr 4 an der Nose ist. Wir sind dann auch immer vielleicht nicht mehr so wie ein am kleinen Fanger an der Nose kavulen. Also das nicht wie beim Large Scale oder bei anderen Tasten, wo dann auch wirklich bis hinten bei dem Gehirn geht, sowas nicht. Also nicht mehr 4 bei der Nose, was doch bei den nächsten Leuten auch relativ gut können. Auch no am 13. Juni gouf d'Ugebot an den Optikten zu Dickrech beibehall, op dëser Platz zu net mir am Zelt, dat war vum Sturm fortgeblose ginn, dofir awer kredene well och e Zertifikat mat QR-Code. Samchtes Mëttes wieselen sech die 2 Optikten op der Platz mat dem Service of. Voilà, heilo si immer am Refektoire Herrebierch, do wo Zaldoten Moies Mëttes an Owes Diese kreien, an sie kreien sogar ganz gut Diese, wie ich gesinn, vielmals merci. Haien invitéiere mirich natilege Loch net méi am Kader vun eiser Serie die Krich kart, doholmrech haut mat raus an Natur, op eng wonnerschei Platz, Brasserie als Schwemm mat Vue op Zauer. Bonjour, je m'appelle Maria, je suis le chef de cuisine du restaurant Arschweim. On est là depuis 3 ans. On est situé à Diekirch, sur la route de Terbroek. On a beaucoup de touristes dans l'été, avec une grande terrasse. On est à l'écoute de la Source, il y a tellement beaucoup de gens qui passent. Vous avez une belle carte, vous avez beaucoup de choix, de plats très agréables pour manger ici chez nous. Vous avez beaucoup de plaisir que vous passez une fois pour regarder, pour être avec nous, parce qu'ici c'est une grande famille. Et aujourd'hui, on va préparer un linguine scampi au safran. On va le préparer avec beaucoup d'amour, comme toujours. On fait les plats ici pour vous. Bon, alors, on va commencer le linguine scampi. On commence avec un peu d'huile d'olive. On va le chauffer pour un instant. On met toujours 6. On va laisser cuire un peu. Après, on va ajouter quelques crevettes. Quelques tomates aussi. On fait 50 grammes, quelque chose comme ça. Okay. Après, on va mettre un peu de safran. Comme ça. Ça, c'est vin blanc. Après, le safran. Après, on va mettre les condiments, ça veut dire le sel. C'est du sel avec des épices dedans. C'est le sel que nous avons ici. Ça, c'est très bon pour le plat. Après, on met un peu de crème. Bon, maintenant, la crème, elle va cuire un peu pour que ça prenne de la consistance. Et après, on va ajouter le linguine. Et après, les pâtes, c'est ici, c'est déjà cuit. On va mélanger. Bientôt, elle est prête. Voilà. C'est très rapide et très bon aussi, parce que les gens ils aiment bien ça. Ils mangent bien. Voilà, c'est un peu que les crèmes restent bien cuites. Voilà. C'est préparé.
Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt, à la prochaine. An lo können wir jo so richtig gut profitieren fir an den Restaurant zu goen. Schon den vierlächten Weekend huet du gefangen zu dickrege bësse mir animéiert ze gin, do war Braderie ugesot, an trotzdem neue Chantier an der Rue du Pont sind Geschäfter gut gelaufen. Nach der Pandemie doriwer rauszend der kurzem Chantier an der Strasse rund um den Zentrum vun Dickrech. Trotzdem huet Braderie auch des Jahr nie eng sëllesche Leiit herausgelackelt. Ganz viel Leiit wieder schon mir waren noch klein seessen Europa. Biselo tipptop, mir sie wirklich ganz froh, de Moien ass ganz gut gelaf. Lo hoff man dats de Mëtten och so gut lebt ha. Wie mir sie wirklich ganz froh, eng ganz gut Braderie. Ja. Das ganz viel lasser. Schon kennen viel Kläter geschafft ja. An dé hun net gerechen. Es hat dat mal lof bis Braderie riwer ass. Ech hat recht. Das noch net gerade Ne ze viel Leiit ha ja. Natürlich war es doch eng willkomme Gelegenheit fir sech Maufel ze gönnen, umso méi verländlicht wie der mat gespielt huet fir sech op enger Terras näher ze losen. Für Nostalgik allerdings kommen op all Braderie auch immerem Gedanken of Freierzreck, wo nach alles mé volkstümlich war. Weil ich wees ower war de Kuhn ha gros Geschäft hawen, an den hat immer e Schwärzen derstoen, ass eng Bananen Ragun hat Stree runm, dann hueten dat Leiit gebrüllt, an noch Bananen an dat Leiitheit met immer gebrüllt. Van Dir gut am Namen, da kaf Dir Bananen bei die meeser Kuhn vun der Porret bis zum Huhn. Dat war immer Schein ha dat muss las also een dat die Manne se Deifel am man verkafen vun de Kuhn du stefach net Dëllis war nach ha. An richtig mit die Zeit als River. Ja, so geht et haut voll net mit zo op der Braderie zu Dickrech, awer fir an dëse schwieregen Zeiten können sech bei der Union Commercial trotzdem 2021 net bekloen. Den nächsten Dënchtech an Donnerstech no Mëttech ass an der Alseerei eng ganz ausserordentlich Exposition mat internationale Wimmelbilder ze gesinn. Organisiert vum Geschichtecafé Bons ënnen Bonsuwen. Dorandrem sinn noch eng Party Workshoppen am Café literär geplant. Mi allgemeng kenintwoch vum 21. Juni eng ganz interessant fir d'Bicherfren ginn. De Petit Prince, den nämlich dëst Joer 75 Joer feiert, soll an der woch och ganz groß herauskommen. Selber. Wir muss wissen, de Petit Prince, das e Buch wat a ganz viele Spuchen iwwersät gin ass. A fir dat ze feieren organiséiert de Bonsinne Bonsuwen ze Summe mat der Librairie Zimmer e klengt fest. Do ginn dënstes an Donnerchtes Mittes Atelier hai am Bonsinne Bonsuwen a samstes Moies kën der hai ech raussichen aé enger Spruch, dat de Petit Prince fir vir gelees kreen. Wir hunn eng kleng limitéiert Selektioun. An am Nomëttech 3 Auer do verstehe mir e Bild anzwa e Bild vum Munos 8 wat seg egen Interpretaioun op Thema vum Petit Prince ass. Ma mir gifen auss Frien ech an der aller Seerei oder hai am Bonsinne Bonsuwen oder an der Librairie Zimmer ze gesinn, dënstes den 29. Juni, donnerstech den 1. Juli oder samstes den 3. Juli. Net zu vergessen aber natürlich auch die neue Ausstellung am Autosmusee, wo die landwirtschaftlichen Maschinen, also auch Traktoren, für allem am Mittelpunkt stehen. Mit darüber geht es dann an unserer nächsten Emission. Für Dickrich TV von Haut, wo es dann aber, ich wünsche euch einen ganz schönen Nationalfeiertag, macht es gut, bleibt gesund und bis geschwind.